Herzlich willkommen bei «Zukunft war gestern», einem Podcast zwischen der Kanzel und der Kaffeetasse oder einem Gespräch zu vielen Gestalten im Wandel der Zeit. Mein Name ist Dani Weber und mit mir am Tisch sitzen der Timon Studler und der Reto Lussi. Hey, und wir sind zurück mit Staffel 3, das dritte Jahr in Folge. Schaffen wir es und wir freuen uns auf 4 neue Episoden und wir wagen uns dabei an ein aktuelles Thema in allen 4. Alles läuft unter dem grossen Titel «Kirche und die aktuellen grossen gesellschaftlichen Veränderungen». Hey, ich freue mich, dass wir wieder zusammen da sitzen. Gleichfalls. Schön, sind ihr auch mit dabei. Ja. Und wir werden wieder ein paar Stunden an diesem Tisch miteinander verbringen. Mhm. Und ich bin gespannt, auf was alles kommt. Was wir vielleicht noch anmerken müssen, zum Anfangen, besonders freue ich mich auch, wir uns auch, dass wir in dieser Staffel sozusagen eine Collab machen. Mhm. Und zwar mit dem GVC Podcast Talk. Das ist ja der Podcast-Kanal der GVC Winterthur, wo wir ja auch angestellte Pastoren sind. Und diese Staffel wird einfach auch dort ausgestrahlt. Das heisst, es läuft auf beiden Kanälen und ist ein guter Hinweis, um zu sagen, ihr wisst wie immer, abonnieren auf der Podcast-Plattform von eurer Wahl. Also entweder GVC Podcast Talk und oder auch noch uns abonnieren, «Zukunft war gestern». Dann sind ihr sicher immer dabei und es lohnt sich sowieso, zum auch sonst auf dem Laufenden bleiben. Uns findet ihr auch auf Instagram unter «Zukunft war gestern» und unter der Website www.zukunftwargestern. Bevor wir in Teil 1 der ersten Episode so richtig eintauchen, habe ich gedacht, wir machen einen kurzen Ausblick auf was uns alles erwartet in dieser Staffel. Unter dem Titel «Kirche und die aktuellen grossen gesellschaftlichen Veränderungen». Und darum würde ich gerne gerade rasch dann auch euch mit involvieren. Also heute starten wir unter dem Titel «Polarisierung». Das ist etwas, wo man so darüber redet, dass es stärker werde, werden wir zusammen entdecken. Mhm. Und dann folgen weitere Themen so unter dem grossen Titel. Timon, was machen wir im zweiten Teil? Wir reden über Krieg. Heftig, ja. Und auch, wie wir mit dem umgehen können. Wir sind nicht Kriegsexperten. Aber unsere Sicht darauf, oder auch unsere Sicht als Kirche drauf, als Christen drauf, Gottes Sicht, das wird uns beschäftigen. Und im dritten Teil nimmt uns der Reto auf ein aktuelles Thema mit. Was hast du dort schon zu verraten? 6, 7. Für die jetzt keine Ahnung haben, um was es geht. Nein, was ist das Ja, das ist es so. Ja, junge Menschen. Und wir gehören jetzt leider auch zu der Generation, die sich fragt, was ist eigentlich mit der heutigen Jugend los? Generation Z, Generation Alpha. Wir wagen Ja, auch ein bisschen einen Blick von unserer Seite her auf junge Menschen, was sie beschäftigt, wie sie ticken und was das auch mit uns als Kirche und als Gesellschaft macht. Also eine Veränderung. Und zum letzten Teil versuchen wir dann also richtig so ein bisschen den Feldstecher für zu nehmen und Hoffnung zu entdecken, so am Horizont. Nämlich drehen wir uns um die Frage, ja, wo spielt die Kirche und vor allem auch der Glaube eine Rolle in diesen bewegten, umwälzenden, verändernden Zeiten? Und gibt es da vielleicht sogar auch nochmal eine ganz neue Chance von der Relevanz? Schmeckt man da so ein bisschen Morgenluft, auch erweckliche Züge am Himmel und das verstärkte Wirken von Gott? Da werden wir ein bisschen versuchen, auch für zu schauen. Genau. Wir sind ja gar noch nicht vor so langer Zeit da zusammen schon gesessen und weil das einfach gerade so zum Thema von der Polarisierung ein bisschen passt, haben wir gedacht, wir schauen ein bisschen zurück auf unsere letzte Spezialepisode unter dem Titel «Hypecast», die wir gemacht haben. In dieser lauten Zeit rund um das Attentat auf den Charlie Kirk haben auch wir Folge dazu gemacht und über das geredet, was es mit uns macht, was wir so dazu denken, Gedanken teilt. Und wir haben tatsächlich auch einiges an Feedback auf das bekommen, was mega cool ist und freut. Und wir wollen zusammen auch ein bisschen auf das eingehen. Und darum meine Frage auch an euch, hey, was habt ihr so gehört? Und es dort etwas gegeben, das euch inspiriert hat oder vielleicht auch noch nachgegangen ist? Oder was ist da so abgegangen? Ja, ich finde, man hat schon gemerkt, das Thema bewegt in der Breite, ja. Und ich würde sagen, die Reaktionen sind auch vielfältig in der Art. Viele, muss ich jetzt sagen, sind, die zu mir gekommen sind, einmal positiv gewesen grundsätzlich. Aber man hat sicher gemerkt, eben, dass der Hintergrund, vielleicht auch die persönliche Sicht auf das Thema sehr unterschiedlich ist.
Also Leute, die gefunden haben, ja, da hätte man jetzt noch ein bisschen klar auf die eine oder auf die andere Seite dürfen Stellung auch beziehen. Es ist mir jetzt doch stärker so aufgefallen, als vielleicht bei anderen Folgen, ja, dass es irgendwo persönlich die Menschen bewegt auch. Mhm. 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 Wo wir es aufgenommen haben, habe ich gedacht, ja, das ist ja alles schon gesagt. Also, da hat ja schon die eine Seite hat die andere gerostet und umgekehrt. Das war ja noch vor der Beerdigung, also Ja, vor muss der, man auch noch dieser sagen, grossen genau. Feier, oder? Die Mhm. ist dann auch noch mal hart auseinandergenommen worden von verschiedensten Seiten. Mhm. Und wir haben nicht probiert, sich jetzt zu sagen, hey, es geht eigentlich nicht darum, jetzt zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, sich zu positionieren und der Welt zu erklären, sondern irgendwo ähm, probieren herauszufinden, hey, was könnte unser Umgang sein, was könnte uns vielleicht sagen. Und es war auch so ein bisschen eine Mitte-Botschaft gewesen. Und was ich gestaunt habe und auch mich gefreut hat, ist, viele haben sich bedankt für das, dass man nicht jetzt einfach nur gesagt hat, wir Christen müssen jetzt so oder eben so, sondern dass wir es ein bisschen auf eine andere Art auseinandergenommen haben. Und auch ein bisschen in Frage gestellt haben, ob sich jetzt das lohnt, den Charlie Kirk als Märtyrer vor eine Karre zu spannen oder eben Mhm. abzukanzeln als das Gegenteil. Die Frage haben wir uns ein bisschen gestellt und das ist ihnen sehr positiv aufgenommen Mhm. worden von vielen. Das habe ich spannend gefunden. Mhm. Mir ist sicher aufgefallen, dass wir auch eben sehr kontroverse Rückmeldungen bekommen haben, neben dem, wo ich jetzt eure Ansichten da auch sehr teile. Aber teilweise auch wirklich, wo man gemerkt hat, ja, es gibt eben auch die Leute, die vielleicht von uns sich gewünscht hätten, dass wir noch ein bisschen mehr würden, in eine Richtung tendieren. Und spannenderweise ist das auch von beiden Seiten gekommen. Mhm. Das ist auch noch schön. Das zeigt auch irgendwie, ich glaube, die Botschaft ist auch ein bisschen eine gewesen, die versucht, gewisse Mitte oder gewisse Ausgewogenheit zumindest reinzubringen. Und das hat mich in Art dann auch gefreut. Und über alles kann man auch sagen, dass wir uns sicher Gedanken darüber machen, ob wir etwa die mal uns auch im nächsten Jahr wieder mit einem aktuellen Thema werden melden, weil wir merken, dass das einfach das ist, was beschäftigt. Und da haben wir uns sicher auch unsere Gedanken gemacht dazu. Also. Hey, ja, und es ist sicher ein guter Moment, um euch Danke zu sagen, wenn ihr euch beteiligt habt, wenn ihr euch gemeldet habt, egal wie, in unterschiedlicher Art. Ich finde das einfach auch schön. Ich glaube, es ist eine schöne Art auch. Ich habe das Mhm. sehr respektvoll gefunden, auch Sehr. wenn man vielleicht eine andere Meinung hat oder sich etwas ein bisschen anders gewünscht hat. Und so ist es auch schön zu merken, eben irgendwo, es ist nicht nur, wir hocken jetzt da und reden, sondern das wird gelesen und es leitet auch oder es führt auch dazu, dass man weiter nachdenken und reden über so Mhm. Themen. Mhm. Mhm. Darum willkommen zum Kommentieren und zum uns E-Mails schreiben oder auf Instagram eine Direct Message durchsenden. Das ist sehr willkommen. Danke vielmals. Man kann auf Spotify kommentieren, habe ich Mhm. Ja, nicht genau. gewusst bis jetzt. Ja, Mhm. Mhm. genau. Bei Apple geht das, glaube ich, nicht. Aber wie auch immer. Ja, crazy ist ja, wie unsere Welt läuft. Und das habe ich gerade letzte wieder gedacht. Das Thema ist gerade auch der Charlie Kirk und ist eigentlich schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Heißt nicht, dass es dann schnell wieder auf dem Tisch ist, aber es ist ja sehr laut gewesen. Und die Welt läuft so schnell und so viel. Und das hat auch etwas mit dem Thema zu tun, das wir heute haben. Es ist irgendwie eine extreme Zeit, in der wir drin leben. Eben, wir sagen, die Gesellschaft ist von starken Veränderungen betroffen. Das ist so die Grundthese, die wir äh, einfach der Staffel so zugrunde legen. Und heute möchten wir über etwas reden, wo viel in den Medien auch ist. Es geht nämlich um die sogenannte Polarisierung. Ein Wort, das man viel liest, und wir werden jetzt auch gerade als erstes ein bisschen versuchen, miteinander zu ergründen, was denn das überhaupt ist. Ich habe gedacht, so als Ausgangslage würde ich gerne ein bisschen in der Schweiz bleiben und wie man so in der Schweizer Presse über das berichtet. Und ich habe von 2 Studien gelesen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Und zwar gar noch nicht lange her. Eine ist im letzten Jahr rausgekommen, also 2024, von der Universität Basel. Und das Schöne war, also man redet von einer steigenden Polarisierung auf der Welt, aber dabei ist auch herausgekommen, dass sie in der Schweiz noch nicht ganz so extrem ist. Mhm. Mal schon etwas Schönes zum Hören. Auch wenn die Gräben seit der Pandemie, seit dem Ukraine-Krieg, seit dem Israel-Gaza-Konflikt zugenommen haben, hat sich das damals bei uns politisch noch nicht so fest gezeigt. Jetzt kennen alle den Spruch, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder Umfragen und so. Darum, es gibt ja immer ein bisschen verschiedene Befragungen. Jetzt ist dieses Jahr eine neue Studie herausgekommen von der Stiftung Futuris und der Mercator-Stiftung gemacht. Man findet das unter polarisierung.ch. Für die das interessiert, können gerne mal reinlesen. Das Resultat. Und das zeigt so jetzt ein bisschen ein verstärktes Bild, wo schon auch zeigt, da gibt es einen Ausdruck, zumindest von einer gefühlten Polarisierung in der Schweiz. Und ich habe so für uns 3 als Grundlage ein paar Bullet Points zusammengestellt, die uns in Kürze einen Einblick geben in die Statistik.
Und ich würde mal kurz gerne euch auch wieder involvieren und fragen, hey, was fällt euch daraus gerade so auf? Gibt es etwas, wo euch ins Auge springt, wo euch vielleicht auch überrascht, wo euch, ja, oder vielleicht das bestätigt, was ihr auch gedacht habt? Mhm. Also, was ich vielleicht sehr schon schön finde, ist das Statement, das du vorher gemacht hast, eben auch über die Schweiz und auch so ein Mhm. bisschen, wie könnte man sagen, auch die Resilienz von dem System, das wir haben, gesellschaftlich, politisch, was mich dunkt, zeigt sich jetzt, auch wenn auch das nicht, wie soll ich sagen, über alle Zweifel erhaben ist, aber dass wir doch auch eine breite politische Landschaft haben, wo Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunkten gemeinsam die Regierung bildet, nicht nur zwei starke Pole wie in anderen Regierungen Mhm. oder anderen Ländern, oder auch so ein bisschen das Oppositionsprinzip, was es zwar bei uns schon auch gibt, aber sicher weniger intensiv jetzt an anderen Orten. Und Mhm. irgendwie hat mich das jetzt auch noch gefreut, aus deinem Statement heraus zu merken, ja, wir haben eigentlich eine gute Grundlage, eine gute Mhm. Ausgangslage, um eben auch einen politischen Diskurs zu führen oder einen gesellschaftlichen Diskurs. Und jetzt der Bogen auf die Statistik oder die Aussagen da, wo man dann merkt, dass eben gerade das aber auch im Moment schon auch ein bisschen unter Beschuss ist. Ja, Eben, will genau. man überhaupt noch mit Leuten, die anders denken, reden? Sucht man überhaupt noch das? Eben da jetzt ein Statement, dass man Leute will vom politischen Prozess ausschliessen, wenn sie unsympathische Ansichten oder die Partei unsympathisch ist. Also das Mhm. finde ich dann schon eigentlich ein Weg, den ich jetzt würde versuchen hinter zum gehen, weil also Mhm. das ausschliessen, ja, Und das sind immerhin 37,7%. Das ja, heisst es da, gemäss dieser Studie ja, immer, wo dafür wären, eine ja, Partei, die ihnen am unsympathischsten ist, einfach auszuschliessen. Ja, ja. ist schon Ja, krass. und gleich, man merkt dann ja auch eben, je extremer das natürlich auch die Ansichten werden, desto eher fühlt man sich vielleicht in einer Rolle, wo man merkt, so, ja, irgendwann muss man ja auch sagen, Widerstehen. weil wir wissen alle aus der Geschichte raus, eben, Genau. irgendwo braucht es auch den Moment, wo man sagt, und gleich die Tendenz eben so ein bisschen, ja, Mhm. hinterlässt schon Fragen. Mhm. Ich finde, es ist ein bisschen ein Teufelskreis oder ein bisschen Negativspirale. Also es steht hier auch noch, Kompromissbereitschaft steigt mit dem Vertrauen in die Regierung und die Medien. Mhm. Ähm, Hm. Kompromissbereitschaft steigt mit Vertrauen. Das ist eine positive Entwicklung. Jetzt Mhm. Polarisierung würde ich jetzt eher sagen, da schwindet das Vertrauen in die Mhm. Institutionen, weil man sucht sich vielleicht mehr in den Extremen, in den Polen, in dem Sinne seine Sicherheit. Das Vertrauen schwindet, Kompromissbereitschaft schwindet demnach auch. Das heisst, der Weg zurück ist jetzt laut einfach dieser Spirale fast nicht möglich. Mhm. Ähm, Weil sich wie gegenseitig verstärkt, Es würdest tut du sich sagen, eigentlich oder? verstärken. Oder mehr Vertrauen, mehr Kompromissbereitschaft, gleich Mhm. mehr Vertrauen, gleich mehr Kompromissbereitschaft. Mhm. Weil Polarisierung ist halt einfach das Gleiche im Negativen. Und Mhm. Mhm. bis her zum Ausschluss von dem, und andere Meinungen von, du darfst gar nicht mitreden, du bist aus dem System rausgefallen, also nennen wir es Mhm. Cancel oder was auch immer, Mhm. wo Mhm. eigentlich ja dann wirklich das Vertrauen ganz zerstört, das Misstrauen noch mehr schürt. Das gibt wiederum der polarisierenden Kraft Energie Mhm. und eine Berechtigung. Und ich finde, das ist noch, Mhm. ja, es ist so ein kleiner Kreislauf. Das ist ein spannendes Thema, weil es tut mir allgemein im Leben, Vertrauen ist ja etwas, was man immer im Vorschuss muss geben muss. Also Vertrauen in dem Sinn kannst du nur dann testen, wenn du es wagst und dann schaust, verhebt es oder nicht. Und insofern auch noch ein bisschen schwierig, oder? Weil es braucht ja positive Erfahrungen, die Mhm. vertrauensstärkend sind. Ja, ja, das ist Ja, noch eine herausfordernde Situation. Mhm. Ja, also mich haben auch ein paar Sachen, es hat drin positive Statements für mich, oder die ich als positiv wahrnehme und andere weniger. 76% von der Bevölkerung halten den Austausch mit politisch Andersdenkenden theoretisch für wertvoll. Zeigt ja aber auch schon ein bisschen etwas, dass es in der Praxis vielleicht manchmal schwierig ist, Mhm. aber zumindest ist der Wille da. Ich Mhm. finde auch, das müsste man irgendwie versuchen hochzuhalten, so aus meiner Worte. Und andersrum dann eben als Gegenteil, wo ich schon auch jetzt ein bisschen bei dir anschliessen, Timon, wo dann vielleicht Negativspiralen ist. Wer Demokratie müde ist, neigt eher dazu, Andersdenkende auszuschliessen und Dialog abzulehnen. Demokratie müde heisst so Aussagen habe ich auch schon gehört. Ja, also, ob es sich lohnt, da Touren noch zu gehen, weiss Ja. ich nicht, weil das ist ja eh alles entschieden. Und das ist so ein bisschen das Misstrauen gegenüber dem System, Mhm. gegenüber den Medien teilweise auch, oder den Mainstream-Medien, wie man so sagt. Mhm. Ja, darum es hat für mich auch so ein bisschen ein gemischtes Bild abgegeben. Und Mhm. Mhm. ich glaube, was man könnte sagen ist, es ist irgendwie ein Thema, das auch in der Schweiz da ist. Mhm. Das gibt sicher die Statistik her. Jetzt, um den Begriff noch ein bisschen einzugrenzen,
auch eine Basis legen, über was wir jetzt reden, habe ich gedacht, wir fragen unsere Kollegin, die immer mit dabei ist, nämlich die Sophia. Und darum, Sophia, was ist denn eigentlich Polarisierung? Polarisierung bedeutet, dass sich Meinungen, Haltungen oder Gruppen immer stärker voneinander entfernen und ein Wir gegen die entsteht. Sie führt dazu, dass Verständnis und Dialog zwischen unterschiedlichen Positionen schwieriger werden. Und dann möchte ich von dir aber auch noch wissen, was ist denn die Wortherkunft von dem Wort Polarisierung? Das Wort Polarisierung kommt vom lateinischen Polus, Pol, also Nord- oder Südpol, und dem französischen Polariser, in Pole teilen. Ursprünglich stammt es aus der Physik, dort beschreibt es, wie Kräfte, Ladungen oder Licht in entgegengesetzte Pole aufgeteilt werden, und wurde später auf Gesellschaft und Politik übertragen, um gegensätzliche Meinungen oder Lager zu beschreiben. Polariser. Das Wort aus der französischen Kenntnis. Polarisé, oder? Wäre ich jetzt. Und darum würde ich jetzt auch fragen, machen wir doch ein Resümee von dem, was sie sagt. Sind ihr einig? Gibt es Widerspruch? Oder können wir mit dem gehen? Also, einig kann ich dem nicht widersprechen, ich weiß es nicht besser. Mir denke, es zeigt Dynamik und nicht unbedingt jetzt die Treiber von dem. Also, das ist dann wie so, Polarisieren ist etwas, was passiert. Sie äußert sich jetzt nicht dazu, warum das passiert. Ist okay, ist auch nicht die Frage gewesen. Ja. Ja, also Polarisierung, Dynamik. Also wir könnten sagen, es ist eine Bewegung hin zu den Polen, zu den extremeren Positionen, somit auch wahrscheinlich ein Schwinden von den ausgewogeneren, mittigeren Positionen. Das wäre so ein bisschen jetzt etwas, wo wir sagen, das nehmen wir als gegeben, wenn wir darüber reden. Ja, Und es ist eine Tendenz, die da ist. Also das ist auch etwas, was beweglich ist und nicht jetzt einfach, es ist jetzt polarisiert. ja, genau. Und Polarisierung als so ein Gesamtbegriff. Und dann kann man aber sagen, es gibt dann einzelne Meinungen, die polarisieren. Es gibt Statements, die polarisieren. Es gibt wie Bestrebungen, die dann auch mit dem Mensch verknüpft sind, die hintreiben in das hier so. Ja. Und vielleicht, was ich jetzt wirklich kritisieren, darf man Sophia kritisieren? Ja, ja, voll. Sie bringt das Beispiel vom Nord- und Südpol oder auch magnetisch Minus und Plus. Okay, jetzt aber im gesellschaftlichen Diskurs, der polarisiert ist, sehe ich nicht nur Minus und Plus, also schwarz oder weiß, sondern ich sehe, Jawohl. es gibt manchmal 3, 4, 5, 10 Cool. Richtungen, wo man extrem rausziehen kann und nicht nur einfach jetzt in die oder in die Richtung. Und diese Vereinfachung, finde ich, ist für unseren Diskurs, man muss sich auf diese oder auf jene Seite stellen, oft nämlich so wahr schädlich. Weil es gibt ja nur schwarz oder weiß, es gibt aber auch noch andere Farben, die sind vielleicht aber auch extrem. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht nur, es sind nicht nur zwei Parteien. So, das würde ich jetzt. Das Bild bemängeln, das sie braucht, das ist ein bisschen, es Das hinkt. stimmt wahrscheinlich, sie Ja. nimmt das Wort, woher kommt, aber, Ja, ja, genau. aber so ein bisschen Mhm. für die Polarisierung, die wir reden, ist es farbiger, oder vielschichtiger. Ja, mir ist noch das «Wir gegen die» aufgefallen, so ein bisschen als Tendenz, was sie da anspricht. Und ich finde das eigentlich noch ja, beschreibend für das. Oder das passiert dann, je polarisierter das ist, desto mehr gibt es irgendwie so ein bisschen eben mir eine Stärkung gegen die. Und gleichzeitig weiss man ja auch, dass das auch etwas ist, wo Energie wieder freisetzt eben, und wo irgendwo auch antreibt. Und viele so von Initiativen und so ist also so der Wunsch eben, sich zur Wehr zu setzen oder für etwas zu kämpfen, für etwas aufzustehen. Und es denke mir, es ist halt da auch so ein bisschen Spannung. Ja, irgendwie ist es schön, wenn Leute ein Anliegen haben, wenn Leute auch versuchen, ja, sich einzusetzen für etwas. Gefahr sehe ich drin, eben, wenn so ein bisschen die Tendenz von mir gegen die eben, das führt dann schnell auch dazu, so ein bisschen zu einer Abwertung oder Entmenschlichung vom Gegenüber. Es wird verallgemeinert. Es wird dann schnell auch so ein bisschen eben, es sind so Halbwahrheiten, die dann reinkommen, halt, weil man ja die eigene Position stärkt und Zuschreibungen auf die andere Seite dann macht. Mhm. Danke. Ich würde gerne jetzt mal etwas Neues ausprobieren. Und zwar so eine Polarisierung in Stichwortantworten. Das heisst,
Erlaubt sind jetzt bei den folgenden 4 Fragen eigentlich nur kurze Antworten. Ich sage immer, was für die, und ich würde einfach gerne kurz euch hören. Das darf sich widersprechen, das darf das Gleiche sein. Das kann einmal sein, kann ich nicht sagen, ist auch okay. Mhm. Aber zum da mal so ganz knackig drauf eingehen. Darum, tendieren ihr eher zum Ignorieren und Schweigen oder zum Diskutieren und Mitreden bei polarisierenden Themen? Entweder oder Frage. Eher diskutieren und mitreden. Ich eher schweigen. Cool. Welche Themen polarisieren in unserer Alltagsrealität? Ihr könnt stichwortartig reinrühren, was euch gerade so in den Sinn kommt. In meinem persönlichen Alltag, sogar in letzter Zeit, zum Beispiel Schöpfung, andere biblische Themen, Auslegungsfragen, Israel, Zuwanderung. Mhm. Ich finde auch so über die politisch heißen Eisen, über Moral und Ethik, aufgeschlossen oder weniger aufgeschlossen, liberal, konservativ, so ein bisschen so, Mhm. Pol. Mir kommen natürlich noch jenste Meinungen im Fußball, sind etwa die auch Aha, ja. polarisierend. Ob jetzt der Trainer VAR entlassen, ja oder Ja, nein, genau. VAR, okay oder Sind nicht? uns alle einig, Können wir oder? natürlich auch darüber reden. Ja. Ist ein Halloween. bisschen eine leichtere Realität. Halloween. Halloween. Ja. Halloween. Die Diskussion haben wir die auch gerade geführt. Ja. Ah, Ja, spannend. super, danke. Dann, es wird immer ein bisschen heißer. Hat Jesus polarisiert? Ja oder nein? Boah. Ich würde sagen, ja. Müsste aber noch das Aber hinterher tun. Wir, wir können vielleicht dann noch darauf zurück. Ich würde auch sagen, ja. Die Frage ist, in welcher Art. Ja, genau. Und an Mhm. welcher Linie entlang. Ja. Ich würde mich wahrscheinlich anschließen und freue mich darauf, wenn wir das noch vertiefen können. Mhm. In welchem Thema steht ihr, mir, an einem Pol? Ob ich lieber Sommer oder Winter habe, zum Beispiel. Das ist eigentlich etwas, was eigentlich auch zur Also Diskussion führt. Winter, oder? Nein, ich habe nicht gern Ja. kalt. Auch wenn es im Winter schöne Sachen gibt. Also wir müssen da jetzt Mhm. nicht wegen dem. Mhm. Ja, aber das ist ja Sommer. Aber das ist jetzt für mich noch nicht so mega. Also, wo bin ich am Pol? Schwierig zu sagen. Ja, es sind wirklich schwierige Fragen. Es wäre auch die Frage, weißt, merkt man das überhaupt, wenn man voll an einem Pol ist oder nicht? Oder nimmt man das gar nicht so wahr? Ja. Ja, wahrscheinlich würde man ja sagen, immer man ist selber in der Mitte. Für mich jetzt auch ein bisschen aus dem christlichen Gedankengut, so ein bisschen, wenn es um Menschen, um Schwache geht, dann wäre ich eher auf der Seite, es lohnt sich relativ viel zu investieren. Mhm. Von unserem Wohlstand, sage ich jetzt mal, das ist ja vielschichtig, um dort Not lindern. Das ist Mhm. zum Beispiel, aber ein Pol, das weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Ist okay. Ja. Ist gut, ich glaube, das lassen wir so stehen. In der Tendenz hätte ich jetzt auch gesagt, ich bin sicher eher jemand, der das sucht, so ein bisschen, was denkt, also weißt du, so ein bisschen das Vermittelnde oder Mhm. ja, und das begegnet einem vielleicht dann so, eben, wenn du im Mhm. Gespräch bist, hast du manchmal das Gefühl, ja, du redest mit dem einen und dann schlägst du dich wie auf die Seite vom anderen und im Mhm. gleichen Ja, Thema ja. an anderen Ort, Ja, dann ja. verteidigst du eher. Das kann ja vieles sein, Mhm. ja. Aber Haben so jetzt jemand, der für eine gewisse Differenzierung ja. oder Voll. ja, Also weißt du, etwas, was mir jetzt schon in den Sinn kommt und ich finde, ist ein wichtiges Thema, ist schon, dass ich Christ bin. ist schon Ist ein gewisser, polarisierend in ist unserer ein Gesellschaft. Pol. Ja, Ja, genau. Genau. Und dort würde ich mich voll ja, reinnehmen. Ich bin ja, Christ und ja, das polarisiert. ja. Also, Ja. es fängt an, wenn ich von meinem Job erzähle, es fängt an, Ja, ja. wenn man nur, schon, dass ich in die Kirche gehe, Ja. dass ich meinen Glauben lebe und das ernst nehme. In dem Sinn, das ist voll ein Pol. Und sonst würde ich es genau gleich sagen. Irgendwie bin ich sicher jemand, der mehr die Mitte sucht. Und dann bist du mir bei so Bagatellthemen oder so leichten Themen vom Leben, wie finde ich jetzt Schoki oder Glace oder logisch hat man da Präferenzen, aber das ist Gut. irgendwie nicht jetzt das, Aber was wir das, darüber ja. reden. Oder? Nein, aber vielleicht so ein bisschen innerhalb des christlichen Kontext gibt es ja auch Polarisierung. Es gibt sehr konservativ, aber progressiv, liberal, was auch immer. Das ist ja auch ein ganz böse Wort, aber wo ich dann auch das Gefühl habe, dort gibt es mega viele kleine Themen, die auch polarisieren. Also kleine, das sage ich jetzt einfach so. Aber das Gefühl manchmal schon. Mhm. Ja.
Hey, merci für den Einblick. Auch persönlich ist auch ein bisschen eine Challenge, wenn man gar nicht weiß, was kommt und muss überlegen. Super. Ich finde, es zeigt ein bisschen, wo das Thema uns trifft, wo es auch eben Diskussionsspielraum gibt. Und ich habe gedacht, dass wir bei dieser Jesus-Frage ein bisschen werden stolpern. Ist mir auch dann so bei mich auseinandersetzen mit dem Thema wie bewusst worden, dass da drin, glaube ich, noch viel liegt. Und darum würde ich gerne jetzt, dem auch Raum schaffen da in unserer Mitte, um über das noch ein bisschen reden. Ist denn Polarisierung gut oder schlecht? Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen zusammen erarbeiten. Eben gerade mit dieser Frage, ja, hat denn Jesus polarisiert? Ich habe jetzt vermutet, wir kommen vielleicht auf das. Ja, ja, eigentlich schon. Dann ist aber ja die Frage, also Polarisierung hat ja auch schon auch, also in meinen Augen zumindest auch Seiten, die ich nicht gut finde, wo man muss entgegenwirken muss. So ein bisschen, wo findet man denn die Linie? Und Mhm. wie definieren wir denn das? Wo ist denn Polarisierung notwendig und gut und wo geht es über in etwas, wo man müsste dagegen wirken müsste? Ich würde gerne mit euch über das Mhm. reden. Und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen unsere Gedanken zu dem ausbreiten. Ja, wieso ich gestockt habe, ist, weil ich finde, es gibt schon sehr markante Statements, wo auch das würden, oder? Entweder oder. Die einen sind auf der einen Seite, die anderen sind auf der anderen Das ist Seite, wo völlig Jetzt, Jesus. gegen mich. jetzt von Von Jesus, Jesus, ja. weißt du, Mhm. Statements, die er Ja, macht? Oder eben, ja, ihr habt mir geholfen, der hat mir nicht geholfen, der Böck auf die eine ja. Seite und so auf die andere Das Seite. Evangelium. Also da gibt es einfach schon sehr polarisierende und starke Aussagen. Und gleichzeitig dunkt es mich, ist er ja jemand, der so Grenzen, die gezogen worden sind, überwunden hat, dass die Leute um ihn herum unwohl geworden ist. Wie zugänglich das er war und wo er ja auch Sachen einfach in Frage gestellt hat und ganz anders war, als eigentlich gewesen wäre. Eben zum Beispiel, hängt man es jetzt mit diesen Leuten oder nicht? Lässt man sich einladen von denen oder nicht? Was ist zwischen den Römern und den Juden? Also er hat da auf eine Art dann aber eben auch eine extrem, wie soll ich sagen, verbindende oder Mhm. grenzüberschreitende Art gehabt, wo einfach auch so bestehende Normen dann sehr in Frage gestellt hat. Darum Ja, so ein bisschen, weiss es auch stimmt. Da nicht so kommt mir jetzt, ich recht. meine, lieb deinen Nächsten wie dich selber Ja, ist wohl das Anti-Statement zur Polarisierung per ja, se. ja. Lieb deine Finde. Lieb deine Finden. Genau. Aber ist jetzt so ein Statement polarisierend oder ist es Mhm. einfach nur provozierend? Das bleibt ein bisschen hängen. Also polarisierend treibt auseinander. Würde ich jetzt sagen, ja. Dass Jesus provokativ war, würde ich sagen, ist für mich unumstritten. Also, dass er provoziert hat, bin ich jetzt, also Aha, lieb ja, die okay. Feind, also jeder, der ein Schwert in der Hand hat, muss sich Mhm. hingefragt und provoziert fühlen, oder? ähm, Gang mit dem noch die zweite Meile, auch und gib ihm dein auch letzte wenn du eigentlich Hemd. nur müsstest eine Genau, mit dem also gehen. das ist Okay, provokativ, aber nicht polarisierend, ja. aber vielleicht Mhm. nicht polarisierend. Jetzt ist natürlich Aber wie aus gehst du nun christlicher mit, weißt Perspektive ist er ja das Zentrum, ist er ja die Mitte, er ja, hat die Leute zu sich. Also darum ist es ein bisschen ja. schwierig zu sagen. Eben, das ist dann schon, nehmen wir die Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ist sicher auch provokant und ist ja dann schon eine Art auch Teilend, ausschliessend, ja. teilend. Dann wären wir schon eher wie polarisierend. In dem Verständnis jetzt. Ich sehe voll, was du sagst. Also ich finde, es ist noch eine coole Unterscheidung zwischen provokant und polarisierend. Aber ich glaube, man kann auch nicht einfach sagen, Jesus ist nur provokant gewesen. Mhm. Es gibt da auch eine Exklusivität, wo er in Bezug auf seine Person, auf seine Gottheit, auf Göttlichkeit in Anspruch nimmt, Ja. Mhm. wo irgendwo auch etwas trennt. Es gibt das Richtig und das Falsch. Es Ja. gibt das, ja, das, ja, ja. Mhm. Aber wie rechtfertigt man, dass das jetzt gut ist? Also, ich würde jetzt mal sagen, was Jesus gemacht hat, würde ich jetzt mal per se aus meiner Schule heraus sagen, hey, das muss gut gewesen sein. Also, sprich, Jesus hat polarisiert. Da können wir uns einigen drauf. Mhm. Und so wie er es gemacht hat, ist es einfach gut gewesen. Ja, Also, weil ja, Jesus ist immer die richtige Antwort. ja, ja, Nein, genau, das nein, haben wir schon ich früher finde, das gelernt. ist für mich die Ja, Herausforderung irgendwo. Also vor allem wie, ich meine, mit dem kann ich es irgendwie auch noch stehen lassen. Ich finde, jeden von diesen Texten kann man einordnen, kann man irgendwie ja. kontextuell anschauen, kann es auch in eine Jesus-Theologie einordnen und dann Mhm. finde ich, komme auf einen guten Boden. Ja. Das finde ich mal. Und der Aber Zweck, es geht ja nachher viel weiter. Also weißt du, wo leitet jetzt uns das in unserem mhm. Leben und wo treibt jetzt uns unser Glauben und unsere Nachfolge von Christus hin, wo wir dann eher Klarheit geben und polarisieren? Oder wo eben treibt es uns mehr in Verbindung und zum Gegenüber. Und ich glaube, dort gibt es nachher viel Interpretationsspielraum. Mhm.
Ich habe mir noch so überlegt, dass viele von diesen starken Statements sich ja vor allem gegen Menschen richten, die selber sehr stark Jawohl. auftreten, die sehr starke Meinungen haben, die irgendwo auch eben, sagen wir mal, selbstgerecht daherkommen. Der sagt ja, das ist, wie sagt man auf Deutsch, scheinheilig oder Mhm. so, eben Hypocrites, ist so ein bisschen sein Statement ja schon auch, richtet sich oft nicht gegen die in dem Sinn suchend sind, nicht gegen die schwach sind, nicht in dem Sinn polarisierend, dass er Leute würde die Art und Weise verurteilen, sondern eben eher richtet sich, dunkt mich, dort gegen Leute, die sehr starke Meinungen, sehr selbst überzeugt sind von ihrem Weg, oder? Und gegen Mhm. die, dunkt mich, sind so viele von diesen Themen. Gegen die Mhm. Reichen, gegen Mhm. die politische Elite, gegen die Pharisäer, die Vor allem Schriftgelehrten, die wo irgendwie, religiöse Elite, die genau, sehr weißt du, wo irgendwo so ein bisschen, Mhm. klare Positionen ja, und eine hat. gewisse Position von der Stärke, Stärke. vom Selbst. Das finde ich einen Ja, schönen weißt du, Gedanken. wie eigentlich so ein bisschen die Opposition dort auch stärker ist Mhm. und nicht, eben, das heisst ja, er bricht nicht das knickte Rohr und so. Also weißt du, nicht eigentlich gegen die gerichtet gewesen, wo sich ihrer, ja, vielleicht Schwachheit bewusst gewesen Mhm. sind oder aus dem heraus Mhm. gelebt haben. So als Gedanken Mhm. und Ideen. Also, eben, wo ist da vielleicht auch das ein bisschen eben die Frage, eigentlich, ja, er selber hat sicher klares Standards gehabt, nach denen hat er auch gelebt und im Blick auf andere Menschen, aber irgendwo. Die Frage, gegenüber was er sich abgrenzt Mhm. oder gegenüber wem auch er sich Mhm. abgrenzt und wo Mhm. dass er mehr Zugang schafft. Mhm. Und Und dort immer in finde einer ich, tiefen Klarheit, wenn ich mir noch mal so überlege, von Selbstverständnis, ich bin der Sohn von Gott, Mhm. der Retter der Menschheit. Mhm. Ich meine, das ist an sich provokant und polarisierend. Mhm. Extrem. Ich glaube, dort finden wir uns, das ist er gewesen. ja. Schön, dass du auf einen von unseren Gesprächspodcasts geklickt hast. Mit dem Format ist so unser Ziel, Glaubens- und Lebensthemen authentisch und relevant zu vermitteln. Wenn dich das anspricht und du gerne mehr von dem möchtest sehen, bist du herzlich eingeladen, uns dabei auch finanziell zu unterstützen. Über den eingeblendeten QR-Code kommst du auf unsere Spendenseite, wo dir das dann ganz einfach ermöglicht. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Inspiration mit dem GVC Podcast Talk. Und der Zweck, oder warum es war, oder woher er das gezogen hat, ist in dem Sinne ja zu sich, in Beziehung zu Gott, Die zur Versöhnung von Mensch Rettung, und zur Gott. Versöhnung, Ja. oder? Und ja, Ja, finden wir uns da drin? Etwa. Ich versuche es ein bisschen umzuskizzieren. Also wir reden von, es gibt provokante Aussagen und es gibt polarisierende. Das finde ich noch eine schöne Mhm. Unterscheidung. Jesus hat polarisiert. Er hat irgendwo auch klar aufgezeigt, er ist der Weg, eben vor allem, wo es um seine Gottheit geht, um dass er der mhm. Messias ist. Er hat auch polarisiert oder vielleicht auch konfrontiert und sich abgrenzt gegenüber den stark Positionierten von der damaligen Zeit. Und er hat sich den Suchenden und Fragenden hingewendet. Habe ich etwas Ja, vergessen? und durch das hat er natürlich das System hingefragt. Er hat die gängige Norm extrem, Mhm. ja, extrem hingefragt. Ja. Mhm. Und mich dunkt es manchmal eben, er hat selber ja den Weg vorgelebt, der nicht das mit Gewalt eingefordert hat, seine Meinung. Wisst ihr, wie ich meine? Also am Schluss ist er gestorben am Kreuz und er hat alles aufgegeben. Also er ist klar gewesen, ein Stückchen weit auch polarisierend, aber nicht mit einem Machtanspruch. Er hat die Leute nicht gezwungen zu etwas. Auch nicht mit Nachdruck oder mit Gewalt. Das finde ich auch noch so ein bisschen ein Aspekt drin. Also Mhm. am Ende ist er, wie soll ich sagen, er ist den Weg gegangen. Er hat es auf sich genommen, Mhm. Yes, ja, wo es irgendwie voll. Konsequenzen, weißt du, wie ich meine, wo es Konsequenzen hat. Und oft denke ich, die Leute, die dann sehr starke Meinungen haben, die gehen ja davon aus, eigentlich der andere sollte sich bewegen, das Gegenüber Mhm. sollte. Ja. Ja, und das Polarisieren ist ja oft ja auch ein Mittel, also wenn ich Polarisierung schüre oder Statements mache politisch, dann habe ich ja das Ziel dahinter. Probiere ich auch ein Stück so ein bisschen eine Manipulationsform von Masse, oder? Und da denke ich mir, Jesus hat dort nie sich selber dann mit dem einen Platz gegeben. Ihn jetzt also er ist ja drungen gekommen, oder? Und eben die Absicht, das Motiv dahinter, denke ich mir, auch, ist natürlich anders, als man heute jetzt in politischer Polarisierung Mhm.
was ich wahrnehme. Ja, würde ich auch sagen. Es Und ist eben nicht das das Machtspiel, ist oder? natürlich auch wie so ein Unterbereich, Genau. nochmal so die politische Polarisierung, wo geschieht, ja. Voll, ja, und das ist ja dann eben auch das politische System, das dahinter Genau. steckt, oder wo man dann auch wieder muss sehen. Also das Ja. hat ja gewisse Mhm. in sich dann auch regulierende Aspekte, aber ja. Mhm. Cool, aber ich finde, das skizziert irgendwo einen Boden, den ich toll finde, wo ich auch finde, der gehört in unseren Podcast als ein Chile-Podcast, ein Podcast von Jesus-Nachfolger, dass wir diese Frage uns stellen. Und so switchen wir auch nochmal zum nächsten, wo wir auch immer unbedingt wollen, nämlich irgendwo Chile mit ins Spiel bringen. Was macht Polarisierung mit der Chile? So in diesem Bereich würde ich gerne mit euch eintauchen. Wo trifft das uns als Chile, als Gemeinschaften? Und ja, wie gedenken wir, dass man am besten dadurch auch navigiert und was für Haltungen wären wichtig? Und ich möchte ein bisschen provokant einsteigen. Wir nehmen ja etwa so ein bisschen den Claim, dass wir versuchen, als Kirche einen Weg von der Mitte zu gehen. Und ich höre da dann auch einiges an, so ein bisschen Kritik oder sagen wir Hinterfragung, die an einem angetragen wird. Zum Beispiel, ja, aber die Mitte kann ja auch sehr eng sein, weil wenn du die Mitte klar definierst, ist es wieder ein sehr enger Weg. Mhm. In der Folgefrage, ja, wie breit ist denn die Mitte? Oder sicher auch sehr oft gehört, ja, die Mitte, das ist einfach so ein bisschen schwammig, oder? Das ist so ein bisschen gar nichts, oder? Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt eins könntet wählen oder euch gerade so kurz könntet wehren dagegen, was würdet ihr aufgreifen? So als Vertreter von einer Kirche, die versucht, den Weg von der Mitte zu gehen? Mitte kann eng sein. Das hat mich fasziniert, als ich das erste Mal gehört habe. Weil mein Bild ist komplett anders. Es ist so, nein, das Mitte kann gar nicht eng sein. Ich sage nicht, das ist richtig. Das ist echt mein Das ist deine Bild von Wahrnehmung, Mitte. ja? Ist meine, wenn ich die Mitte müsste zeichnen, wäre sie breit. Und zwar nicht so im Sinne von der breite Weg oder der schmale Weg, sondern es wäre eine Mitte, die für vieles Platz hat. Mitte und Breite ist für mich ähnlich. Jetzt aber merke ich natürlich schon, wenn jemand sagt, das, was man da in der Mitte glaubt oder nicht glaubt, ist falsch, dann kommt automatisch eine Abgrenzung. Und dann wird die Mitte plötzlich aus dieser Perspektive, das ist schon ein bisschen eng. Und ich glaube, das ist wirklich mega eine Frage von Perspektive. Für mich ist die Mitte so breit, dass es fast schon wehtut. Also wirklich. Ähm, Das ist noch schön gesagt, wo, oder auch wo, wo, stark ausgedrückt, ja. ja, wo ich Schön. merke, ich lasse Sachen stehen, wo ich persönlich wirklich mich nicht damit identifizieren kann, aber ich merke, ich kann und will dieser Person oder der Organisation, nein, dieser Person, diesen Menschen nicht den Glauben absprechen. Das ist für mich so ein bisschen eine Deutung von, wie die Mitte kann sein kann. Also, wenn du das cool findest und ich nicht, kann ich dir gleich anstehen, auch wenn ich es wirklich absolut nicht cool finde. Und das ist für mich ein bisschen so die Definition von Mitte, also jetzt ganz persönlich. Wenn du aber sagst, du müsstest das so cool finden, sonst bist du vom Weg abgekommen, dann gibt es bei mir auch eine Grenze. Weil Hm. äh, ich möchte mir nicht den Glauben absprechen lassen und das akzeptiere ich in dem Sinne nicht. Und dann gibt es eine Grenze, da läuft man eine Wange. Und dann fühlt sich das eng an, das glaube ich. Jetzt kann man dann sagen, wer ist zuerst gewesen, wer ist schuld gewesen, das ist für mich gar nicht relevant. Aber ich glaube, so kann ich mir vorstellen, dass die Mitte schon eng kann sein kann. Weil gewisse Haltungen, gewisse Lehrmeinungen, gewisse Ansprüche auch so kommen, dass sie sagen, das ist der richtig und alles andere ist falsch. Und das Mhm. hat in der Mitte wenig Platz. Mhm. Meine Ja, persönliche merci. Auslegeordnung. Ja, ich habe jetzt auch gehört, dass in dem Fall die Breite ja auch etwas ist, wo die unterschiedlichen Beteiligten, ob man jetzt da eben auf der einen oder auf der anderen Seite will, dann das Bild brauchen, beide müssen irgendwie ein Ja haben dazu. Also, wenn ich mit dir kann leben kann, du aber nicht mit mir, dann heisst das eben, es wird schwierig miteinander. Das heisst, dass wir miteinander können, mit irgendwie beide Seiten auch, sage jetzt mal, die Kompromissbereitschaft, die Weite haben, um eben etwas können stehen lassen auch. Ja, genau. Also, und ich muss es ja nicht mal gut finden. Ich kann es ja Nein. theologisch und aus meiner Glaube, ich kann ja alles kreuz Ja. falsch finden. Aber was ich muss stehen lassen, ist, dass du ein geliebtes Kind vom Herr bist. Mhm. Weil das Mhm. erwarte ich auch von dir, auch wenn du es komplett anders aus. Und Mhm. der Rest ist, das ist theologischer Diskurs, da kann man gut darüber diskutieren. Es lohnt sich nicht überall gleich, Mhm. aber Mhm. ich finde, das ist einfach mega schwierig, um dann nachher eine Haltung überall zu haben. Mhm. Aber dass wir zur gleichen Family gehören, das ist für mich so ein bisschen, das verbindet uns, oder? Ja. Mhm. Mhm.
Ich glaube, am ehesten auf das Schwammige reagiert, weil ich so denke: «Ah, nein, das ist eigentlich nicht das, was ich darunter verstehe.» Ich würde jetzt sagen, mein Bestreben, warum man sich das so wichtig findet, ist mehr Differenzierung. Die Differenzierung heisst, dass man irgendwie akzeptieren kann, dass unser Leben und viele von diesen Themen einfach vielschichtiger und komplexer sind und dass es selten möglich ist, einfach ein Schalterchen nach links oder rechts zu tun und entweder ist es so oder so, sondern man merkt, ja, auch gute Menschen haben Herausforderungen und Struggles und so wie der Paulus sagt, was ich will, das mache ich nicht und was ich mache, das will ich eigentlich nicht. Also es gibt ja auch so ein bisschen das einfach zu merken, das Leben ist irgendwie vielschichtiger und darum finde ich, eine Differenzierung hilft irgendwie versuchen, diesen Menschen, dem Gegenüber irgendwie auch gerecht zu werden und nicht pauschal zu sagen, okay, ich tue dich jetzt halt in diese Seite oder in diese Seite, sondern also gut, da gibt es Anteile dran, wo ich irgendwie kann nachvollziehen kann, wo ich irgendwie sehe, ob ich sie gut finde oder nicht. Da gibt es Teile drin, wo ich mich vielleicht sogar persönlich kann auch damit identifizieren, wo ich gleich sehe. Und dann kann es sage ich mal, mit der gleichen Person oder mit der gleichen Gegenüber auch Sachen geben, wo ich sage, ja, da sind wir irgendwie, sehen wir es ähnlich und da sehe ich es völlig anders. Und so ein bisschen, das wäre für mich eben auch eine Form von der Mitte. Also nicht schwammig im Sinn von, ja, es ist alles egal, es kommt nicht drauf an, ich habe eigentlich gar keine Meinung oder gar Mhm. keine Überzeugung, es ist einfach alles okay. Mhm. Aber vielleicht auch zu akzeptieren, dass, ja, dass, was ich verstehe, was ich sehe, wie ich es Gegenüber wahrnehme, dass das immer nur einen Teil abdeckt von dieser vielschichtigen Realität, die das oft hat und dass es sich darum auch lohnt, eben gut anzuhören, sich einzulassen auf das, nicht vorschnell ein Urteil zu fällen, versuchen so eben, sage Mhm. jetzt, differenziert in meinem, wie ich es würde sagen, auch mit so Themen oder mit Menschen umzugehen. Mhm. Cool. Findet ihr, das ist ein einfacher Weg, den Weg von der Mitte zu gehen? Oder erleben ihr das auch schwierig und auch in Frage gestellt, dass man eigentlich sagt, hey, nein, aber als Christen müsstet ihr doch klarer sein, auf die eine oder auf die andere Seite? Hm. Ja. Also, ich finde es noch lustig, weil was ich manchmal höre, ist so ein bisschen, eben so ein bisschen, ja, Mitte ist ein Schwammig, der hat einfach keinen Mut, um der Welt entgegenzustehen und denken, für die Welt ist es so egal, ob ich theologisch auf dem im liberalsten Ecken ist oder im konservativsten für die Welt. Nein, das ist nicht so meine Wortwahl, aber ist es einfach blöd. Gott, für was? Warum? Wieso? Wie kann man das glauben? Also, die Differenzierung, die wir da manchmal machen bei uns, ist mir jetzt klar oder weniger klar. Denke ich mir jetzt mit meinen Freunden, die jetzt einfach nicht glauben und für sie ist Gott nicht greifbar, ist für sie nicht relevant, ist es einfach nicht relevant. Punkt. Ob ich jetzt an Adam und Eva glaube, an die 7-Tage-Schöpfung oder an eine weitere, breitere Auslegung, das ist nicht völlig egal. Darum merke ich, dort habe ich sowieso gewissen Widerstand. Wiederum, im christlichen Kontext, finde ich, ist es ein schwierigerer Weg, weil immer so ein bisschen der latente Vorwurf da ist, von «Je, es ist ja nicht so richtig» und so weiter. Und ich habe oft das Gefühl, man hat lieber einfache Antworten. Und Mhm. manchmal sind sie es nicht. Und für mich ist das Aushalten. Und Aushalten heisst, es ist schon streng, es braucht Energie. Es ist auch manchmal ein Sagen, hey, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so wichtig ist, aber ich weiß es effektiv auch nicht. Und vielleicht müssen wir es auch nicht wissen. Nein, da finde ich klare Ansagen sind deutlich einfacher. Mhm. Mhm. Mir geht es schon ein bisschen so. Ich finde, es fordert mich raus, wenn ich das Gefühl habe, dass aufgrund von meiner Rolle und auch von dem, dass ich Christ bin, für gewisse Menschen automatisch klar ist, dass ich müsste zu ihrem Camp gehören, zu ihrem Lager, zu ihrer Meinung, ob das jetzt ist zu einer politischen Partei, ob das ist zu einer Gruppierung, ob das ist zu einer konkreten thematischen Ansicht. Und ich empfinde das schon noch druckvoll, weil es oft, und ich glaube, es ist nicht mal böse gemeint, aber oft aus einer Warte kommt von, es ist ja alles so klar, wie kannst du das nur nicht so sehen oder wie kannst du das nur noch so ein bisschen anders sehen? Ich merke, das macht mir noch recht zu schaffen, weil, und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen dort, von dem, was du vorhin gesagt hast, weil man eigentlich von Anfang an wird dann wie abgesprochen, dass man sich selber auch Gedanken gemacht hat, dass man auch irgendwo eine Herleitung hat, wie man an diesen Punkt kommt. Und das finde ich noch recht herausfordernd.
Und frage mich schon auch, wie könnte man dann dieser Mitte noch eine bessere Stimme geben und wie kann man das auch gut ausgestalten? Und auch nicht, dass sie dann muss zwingende Abgrenzung gegen alles sein, weil also sonst denke ich, muss man dann ja immer je nach Thema gerade in die Opposition gehen und das vertreten und sagen, ja, können wir es eben auch in einer gewissen Breite haben und gleich genug halt, dass man irgendwo miteinander einen gemeinsamen Boden hat, weil das brauchst du ja auch, wenn du zusammen vorwärts gehen willst. Mhm. In dem Sinn, mal finde ich es schon noch recht herausfordernd, muss ich Mhm. sagen. Ja, ich merke, es hat ja jedes ein bisschen seine Tendenz. Manchmal denke ich mich eben, die Polarisierung gibt einem in dem Sinn halt, dass es dann irgendwo einmal ein Ende hat mit dieser dauernden Hinterfragerei und man kann sich dann wie etwas heben und sagt, jetzt gehe ich für das, im Wissen, dass es so schwierig kann sein oder dass sich auch wieder ändern kann. Jetzt Differenzierung hat ja auch eine Spannung und die Gefahr, die ich manchmal bei mir ein bisschen wahrnehme, ist eben trotzdem präsent zu bleiben. Also manchmal finde ich, wenn du eben in dem Riesen rein bist und du bist vielleicht, lässt dich nicht per se auf die eine oder auf die andere Seite, dann ist vielleicht die Schattenseite bei mir, dass ich mich dann halt einfach ein bisschen daraus rausnehme. Eben, ich habe vorher gesagt, Lieber nicht lieber äußern. gar Ja, nichts ja, sagen genau. oder dann nicht in die Dinge hineingehen, weil ich denke, in der Mitte zu sein, erlebe ich ja auch als anstrengend, spannungsvoll, irgendwo auch eben so ein bisschen, ja, man muss sich dann auch immer so ein bisschen einlassen auf das und vielleicht die Schattenseite oder die Gefahr, die dann auf die andere Seite ist, ein bisschen, ja, zieht man sich einfach dann immer mehr zurück Mhm. und ja, sondert sich ein bisschen dann ab und das finde ich manchmal schon auch schwierig, weil das Mhm. glaube ich auch nicht der beste Weg, dann, blöd gesagt, das Feld einfach dann zu räumen oder abzutauchen, ja. Ja, Darum ja, finde ich, voll. auf eine Ja, Art ja. ist es ja manchmal auch, also schon, es hat auch, ja, es gibt auch Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist dann einfacher, irgendwie nicht müssen ja oder nein zu sagen, sondern können zu sagen, ich weiß es nicht. Das, Mhm. ja, genau. Aber ich glaube, das Aushalten vom Reinziehen ist vielleicht dann die Mhm. Sache, was es streng macht. Ja. Mhm. Zu Chile und Mitte kommen mir sicher auch noch so ein bisschen zwei verschiedene wie Brüllen in den Sinn, die man anlegen könnte. Die eine, wir haben beide schon jetzt gestreift, die eine wäre die theologische Brille, also es gibt polarisierende theologische Standpunkte. Und die andere wären mehr so die politische Brille. Es Mhm. gibt polarisierende politische Standpunkte. Beides gibt es in der Kirche. Und beides ist wohl ein bisschen unterschiedlich einzuordnen. Jetzt, ich hau jetzt einfach mal etwas raus, ihr könnt dann widersprechen, wenn ihr wollt, oder ergänzen. Oder ich würde sagen, theologisch heisst der Kirche von der Mitte sein, dass eine gewisse Breite auch an theologischen Standpunkten Platz hat. Dass es aber auch irgendwo eine gewisse Reglementierung braucht, von was ist jetzt essentiell wichtig, wo man sich auch findet. Und dann vielleicht in verschiedenen Kreisen Themen, die dann weniger essentiell sind. Aber irgendwo musst du ja schon einen gemeinsamen Boden finden, sonst kannst du irgendwie nicht mehr gemeinsam glauben. Mhm. Und wenn das ist, haben wir alle glauben an Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes und auferstanden am dritten Tag und aufgefahren in den Himmel. Mhm. Politisch würde ich es ein bisschen breiter fassen und sagen, politisch müssten wir irgendwo sich auf der Basis von der Demokratie finden und dann aber die ganze Breite müsste irgendwie schon Raum haben. Sicher eben völlig losgelöst von einem Zwang zu sagen, hey, Christ sein heisst, du musst ähm, so oder so wählen oder so Partei zugehörig sein. Mhm. Auch da, natürlich gibt es Grenzen, wo Mhm. irgendwo unser Miteinander, unser gesellschaftliche in Frage gestellt wird durch eine gewisse politische Positionierung. Aber das wären so ein bisschen meine zwei Brüllen, die ich auch noch sehe, wo ich auch finde, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber die Mitte würde für mich in beiden Fällen heißen, eine Breite hat Platz und ist aber ein bisschen unterschiedlich zu definieren, wo dann auch eben Grenzen kommt. Der Dano. Ja, ich würde so auch sagen. Vor allem, weil ja immer eine Geschichte in einer Haltung steckt. Und ich finde, das ist immer schwierig, dann eigentlich mit dem theologischen Paper das alles abzuhandeln und auszugrenzen. Ähm, ich glaube, die Breite, die ergibt sich ein bisschen von selber. Wenn Positionen anfangen, andere Positionen ausgrenzen, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich in dieser Breite drin, oder? Also ich habe das Gefühl, dass enge Sichten nehmen sich selber aus dem Spiel raus. Und dann ist es einfach bei uns auch nicht mehr wohl. Also wenn es dann wirklich so, ganz genau so muss sein, wie ich es glaube, und zwar ja alle Themen, dann ist es mir dann hier nicht mehr wohl. Und ich denke, das reguliert sich auch ein bisschen von Mhm. selber. Jetzt, wenn du so ein bisschen die Breite von Theologie nimmst und so weiter, dann denke ich, ja, da kann man über Verschiedenes kann man diskutieren, streiten und da darf man mal hart rein. Ähm, wenn aber die Erwartung ist, dass man es da in der Kirche so sieht, wie ich es sehe,
dann glaube ich, nimmst du dich selber aus dem Game, oder? Das darf passieren. Also ich habe mit dem nicht so ein grosses Problem. Ich denke einfach, dort ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die äußere Grenze. Mhm. Das ist je nach Thema mega verschieden. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, ich finde, du hast es noch gut gesagt. Ich glaube, in all diesen Themen gibt es natürlicherweise dann trotzdem auch Meinungen und Ansichten, die so stark sind, dass es ja dann auch schwierig wird, sagen, es miteinander noch zu suchen und zu finden. Und ich denke eben, das sieht man politisch ja auch, wenn man jetzt zurückschaut in der Geschichte, dass Kirche da auch nicht immer einen guten Job gemacht hat, um dann auch irgendwo Stopp zu sagen zu extremen politischen Ansichten, die dann auch sehr viel Leid und Schaden nach sich gehabt. Und dort hat Kirche eine sehr schlechte Rolle gespielt, einmal die offizielle Kirche, oder? Ja. Wenn man jetzt da Zeit vom Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus zurückdenkt, Ja. dann merke ich so, also ja, logischerweise, irgendwo gibt es dann halt einfach doch bei allem, bei aller Breite dann schon auch etwas, das sagt, ja, da ist es miteinander schwierig, wenn man sehr an unterschiedlichen Ja. Punkten steht. Es braucht irgendwie ein Bekenntnis auch zu einer gewissen Gemeinsamkeit. Ja. Ja, und dort ist halt schon auch, aber das Politische hat ja keine Verpflichtung im Glauben Gott, Jesus gegenüber. Also Mhm. politisch rechts, links, Mitte, oben, unten, kommt überhaupt nicht davon, das ist nicht Jesus verpflichtet. Das ist nicht der Wahrheit verpflichtet, wie wir jetzt Mhm. Jesus so anschauen. Das heisst, nur weil die Gesellschaft oder die Politik in eine Richtung zieht, wo sich vielleicht auf die Mitte verschiebt oder was auch immer, heisst nicht, dass es an Jesus angelegt der noch gut ist. Das heisst, Mhm. die politische Mitte ist nicht zwingend der Jesusweg. Mhm. Mhm. Nein, natürlich nicht, ja. Und dort glaube ich, also hat noch niemand gesagt, aber Nein, nein, dort, ist so dort glaube gut. ich, ist schon, die Gesellschaft verändert sich, die Politik folgt der Gesellschaft. Und da glaube ich, sind wir als Christen effektiv dazu aufgefordert, eben, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg genommen, auch zu prüfen, hey, ist das, Ja. was jetzt bei uns Common Sense ist in der Schweiz, ist das zu vereinbaren mit dem, was Jesus vorgelebt Mhm. hat? Das finde ich nicht so einfach, by the way, aber Mhm. wie gehen wir mit Menschen um, mit Reichtum und so weiter, da finde ich, es schon noch Fragen. Ich finde Ja. das Wort prüfen ein super Wort. Ist mir vorher auch, wo du geredet hast, Reto, auch in den Sinn gekommen. Ich fände das auch noch vielleicht ein schönes so Schlussstatement zu dem Kirche und Polarisierung, das Thema, dass man irgendwie wirklich da auch muss in Verbindung mit Gott, mit der Gabe von der Geisterunterscheidung, geleitet von ihm, irgendwo auch wachsam unterwegs sein. Und darum ist es auch ein Thema. Und soll unsere Antwort, glaube ich, auch heute nicht sein, wir sind eine Kirche von der Mitte, somit ist Polarisierung nicht so relevant. Mhm. Nein, es ist sehr relevant und es bedarf, es ist nötig, dass wir sehr achtsam auch den Weg gehen und das wahrnehmen und uns auch spüren drin und auch nicht aus Angst einfach einen Mittelweg einschlagen, sondern Klarheit nehmen, dort, wo uns auch unser Glauben und unsere Verpflichtung gegenüber Christus, gegenüber dem Evangelium zu etwas aufruft. Mhm. Sowohl konträr zu den Polen, aber auch vielleicht konträr zu einer polarisierten Mitte, die sich irgendwie Mhm. sagt, das muss alles immer zusammenkommen. Ich glaube, das kann man vielleicht so einen Schluss stellen und dann sagen, lass uns den Weg gehen. Das passt ein bisschen zu uns. Ja, hey, wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Staffel wieder so eine Schlussrunde reingehen. Versuchen, sich ein bisschen zu lösen von diesen Themen, die auch ein bisschen schwer sind. Und wir haben gedacht, wir nennen sie Team oder Trigger, so ein bisschen ganz im Polarisierungsansatz. Oder? Also das heisst, ihr müsst, jeweils, es gibt ein Statement, das kommt, und dann müsst ihr entweder Team sagen, wenn ihr mit dem Statement teamet, oder Trigger, wenn es Gut. euch triggert. Okay. Und darum haue ich jetzt das in die Mitte und wir äußern uns dann. Und zwar machen wir das heute. Statement ist, Sprachnachrichten sind besser als Textnachrichten. Oh, Trigger. Ja, eindeutig. Nein. Geht überhaupt nicht. Wow. Nein, Ich bin Textnachricht. ich auch Team Textnachricht. Fix. Da schließe ich mich einfach an.
für mich hat es einen einfachen Grund. Ich finde, es ist polarisierend. Ich finde, man tut mit einer Sprachnachricht einem Empfänger, also man hat ja dann etwas zu sagen und hat das Bedürfnis oder was immer, aber man tut einem Empfänger eine Bürden aufladen, die man nicht sollte. Weil bei einer Textnachricht kannst du schnell drüber lesen und schauen, ob es wichtig ist. Sprachnachricht musst du wirklich dann mega Zeit nehmen, um sie dir anzuhören. Mhm. Ich finde, es trifft es ja. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, wenn man sich so gewöhnt ist. Ich Mega. weiss, es gibt Ich Leute, glaub das die auch. mega... Und dann gibt es schon Settings, wo ich finde, so zum Informationen weitergeben. Weißt du, wenn ich weiss, das ist das Update von einer Person oder so, anstatt dass man dann immer einen Telefontermin finden muss. Es gibt schon Situationen. Aber ich finde so für Absprachen, so 30 Sekunden Dings, wo ich mit einem Blick könnte sehen und ich auch weiss, so, wie dringlich ist es im Sinn von, hey, muss ich jetzt gerade etwas machen oder kann ich auch in 2 Stunden? Oh. Finde ich schwierig. Wenn der Ton wichtig ist, Beziehungsgeschichten, komplizierte Sachen, Zusammenhänge, okay. Aber zum Beispiel eine Einladung am Sonntagabend um 4 Uhr, die du mir vor 2 Monaten geschickt hast, dann muss ich den Text wieder suchen und nachhören am Samstag. Klar, ich könnte es mir einschreiben, aber das ist einfach zu wenig schnell erfassbar. Ich hätte noch einen Vorschlag für einen Mittelweg dort. Was ich hilfreich finde, haben mir auch schon Leute gemacht. Kommst du mit Ich der glaube, Mitte? die gewisse wissen, dass ich nicht so gerne Sprachnachrichten habe. Wenn sie mir kurz in einem Satz schreiben, um was jetzt kommt, das um ist was es super. geht, musst du Ja, jetzt anhören mega. oder nicht. Ja, Und genau. dann kannst du es nachher hören. Ja, das ist super. Das ist wirklich... Das ist wirklich Thumbs Aber up. Das ist Es gibt toll. ja auch zu Sprachnachrichten gibt's ja eine Forschung, Ah, sicher? wo heisst, Das hast du sicher wo gewusst. heisst ein gewisser Prozentsatz fängt so an, dass sich eigentlich der Mensch, der die macht, entschuldigt, dass er jetzt eine Sprachnachricht Ah, macht. sicher? Also ich würde sagen, das ist eine gewisse wie sagt man, Ich finde man einfach die weiss es. Chats dann bei mir Grundscham lustig. schon vorhanden. Ja, genau. Die Chats bei mir lustig, wo du auf der einen Seite dann die Symbole hast von der Sprachnachrichten von meinem Gegenüber Ja. und bei mir konsequent Alles Text. Textnachricht Ja, auf der anderen nein, Seite. ja. Genau. Ach man. So gut. Ja. Nein, aber ich verstehe es auch. Eben, es gibt Leute, die sind sich das so Ja, gewöhnt. mega, Und wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mit dem zu tun. Ja, und die Zeiten verändern sich. Auf das werden wir noch zu sprechen kommen in einer Mhm. anderen Folge. Hey, danke vielmals Ja. fürs Mitdenken und Mitdiskutieren, das gemeinsam erarbeiten. Wie immer möchten wir euch natürlich einladen zum Mitdiskutieren, geben eine Rückmeldung, Gedankenanstöße, etwas, was euch vielleicht angesprochen hat. Wir freuen uns über Feedbacks und laden euch ein, zum wieder einschalten in der nächsten Episode, wenn wir werden rausblicken auf das Thema Krieg, Timon. Ja. Juhu. Ja, Krieg und was mit uns zu tun hat und mit uns macht. Cool, da freuen wir uns. Oder ja, das Thema wird schwer, aber es wird spannend. Ja. Und in dem Moment sagen wir euch, schreibt uns auf gegenwart@zukunftvorgestern.ch, folgt uns auf Instagram und auf YouTube oder eben auch GVC Podcast Talk, YouTube-Kanal und alle gängigen Audio-Podcast-Plattformen. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss zusammen.